Bike Biber. Ein Filmli mit Folgen. Wer fährt so schnell durchs Doppeltrap? Wer wird vom Biken niemals satt? Wer hört schon von weitem, wenn's tönt? Fürs Biken ist Flamme und Feuer, mit Freunden in ein Abenteuer. Wer könnte das denn noch mehr sein? Es ist der Bike Biber. Bike Biber. Auf dem Bike ist zufrieden. Und er kommt schon wieder. Die Sommerferien sind vorbei und das bedeutet auch für einen Bike Biber, dass die Zeiten vom langen Ausschlafen, Biken und Freundentreffen vorbei sind. Obwohl, seine Freunde sieht er ja trotzdem wieder. Der Bike hat gerade sein Velo abgeschlossen, da hört er ein bekanntes Geräusch immer näher auf ihn zufahren. Moment mal, das Geräusch kenne ich doch von irgendwo. Das muss das Velo von Mike sein. Mike! Mike! Ich habe gerade sofort erkannt, dass es du bist. Das Geräusch von der Kartadinenspeiche tönt wie ein kleiner Motor. Cool, gell? Die hat mir mein Vater montiert. Heisst das, du gehst auch hier in die Schule? Logo, wo auch sonst. Wohne jetzt ja auch hier. Heute ist mein erster Tag bei der Frau Schnurrenberger. Ich hoffe, es ist nicht so streng. Was bei der Frau Schnurrenberger? So gut. Ich im Fall auch. Sie ist manchmal schon ein bisschen streng, aber eigentlich ganz eine Liebe. Okay, ja, den lasse ich mich mal überraschen. Wenn wir nebeneinander sitzen. Am liebsten schon. Aber gehen wir doch zuerst einmal ins Schulzimmer schauen. Ja, die zwei. Jetzt sind sie sogar noch in der gleichen Klasse, wenn das noch gut kommt. Zusammen gehen sie ins Schulzimmer 7, im ersten Stock. Während der Bike sofort anfängt, seinen Schulgespendli Hallo zu sagen, bleibt der Mike noch einen Moment stehen und staunt über das geräumige, farbige Klassenzimmer. Er sieht an der Wand eine grosse Weltkarte und vorne, ob der Wandtafel, sind alle Buchstaben aufgelistet, von A bis Z. Hinten im Ecken hat es noch ein breites Regal mit allerlei Büchern. Ob ein Globi-Buch oder ein dicker Wälzer über Planeten ums Weltall, da ist für jeden und jede etwas dabei. Guten Morgen, Kinder. Hockt bitte alle an eure Plätze. Ich werde euch einen neuen Mitschüler vorstellen. Mike, komm doch mal hier führen. Willst du schnell etwas über dich erzählen? Hoi zusammen, ich bin der Mike. Ich wohne seit dem Sommer hier im Dorf, weil mein Papi hier ein Velogeschäft aufgemacht hat. Ich fahre gerne Mountainbike und Skateboard. Im Winter bin ich auf dem Brett und ja, das ist schon alles. Willkommen in unserer Klasse, Mike. Wir freuen uns, dass du jetzt auch dabei bist. Deinen Schultag kannst du am Pult anhängen, gerade neben dem Bike. Dort hinten ist die Leseecke, da gibt es Spiele und Puzzles für die 5-Minuten-Pause und gerade nebenan findest du alles, was du zum Zeichnen oder Basteln brauchst. Der Mike will gerade etwas zu seinem neuen Schulzimmer sagen, da wird er von einem Geräusch unterbrochen. Guten Morgen, Wels. Bist du ein bisschen zu spät? Ich bin noch... ich habe noch... Schon gut, Wels. Am ersten Tag nach der Ferien drücken wir nur ein Auge zudrücken. Jetzt aber schneller Platz. Psst, Fels, bist du etwa noch in der Ferien? Oh, Mike, ich konnte einfach nicht einschlafen. Ich bin immer so nervös, wenn es wieder mit der Schule losgeht. Wels, wer zu spät kommt, schwätzt sicher nicht mit dem Nachbarn. Da macht sich der müde Wels ganz klein. Es ist mir jetzt schon ein bisschen unangenehm, dass er zu spät gekommen ist. Und dass ihn Frau Schnurrenberger noch muss ermahnen, macht die ganze Sache auch nicht besser.
Kinder haben vor der Ferien den Auftrag bekommen, etwas in die Schule mitzunehmen, das sie an die Ferien erinnert und sie können darüber erzählen. Das haben nicht alle so ernst genommen. Es ist der Lausbub Igor Igel, der gerade etwas vor der Klasse vorstellt. Und wie er ist, hat er sich dabei ein Witzli überlegt. Sein Kollege, der Dubi Duttlinger, filmt das Ganze mit dem Handy, obwohl er genau wüsste, dass Handys in der Schule strikt verboten sind. So, ich zeige euch mein Furzküsschen. Wenn man draufdrückt, tönt es so. Igor, du bist einfach eine Legende. Ja, Igor. Sehr lustig. Aber kannst du auch etwas dazu erzählen? So hat es den ganzen Sommer in meinem Zimmer getönt. Ich glaube, wir haben es gehört, Igor. Du musst jetzt bitte wieder an deinem Platz sitzen. So, wer haben wir denn als nächstes? Wels. Wels! Mami? So, ist jetzt gut, Kinder. In dieser Klasse dürfen wir einander nicht auslachen. Beik, kannst du echt nach dem Wels schauen und ihn aufmuntern? In der Garderobe vor dem Schulzimmer findet der Beik seinen traurigen Freund. Grosse Tränen laufen dem kleinen Wels übers glatte Gesicht. Immer wieder putzt er sie mit seiner Flosse weg. Ah, Wels, musst doch nicht traurig sein. So etwas passiert jedem Mal. In ein paar Tagen haben das alle wieder vergessen. Meinst du wirklich, Mike? Ganz bestimmt. Weisst du noch, wo ich mal meine Hosen verkehrt hatte? Da haben auch alle gelacht. Und jetzt weiss es niemand mehr. Ja, wenn du das sagst. Nach einem holprigen Start in den Tag hat sich doch noch alles beruhigt. Der Wels ist zurück zu seinen Klassengespänli rechnen und am Nachmittag nach dem Werken ist der erste Schultag schon wieder vorbei gewesen. Am Abend, der Beik legt sich gerade ins Bett, da denkt er nochmal über seinen Tag nach. Jetzt ist der erste Tag schon wieder geschafft. Also, das Holzauto, das wir heute im Werken angefangen haben, das kommt sicher super raus. Und vor allem, wenn ich es noch rot anmale. Ich freue mich schon. Wie geht's echt am Wels? Der Arm, schon am ersten Schultag ist ihm so ein Missgeschick passiert. Aber morgen ist schon wieder ein neuer Tag und den haben sicher alle schon vergessen. So, jetzt ist aber Zeit zum Schlafen. Es ist der nächste Morgen. Der Beik macht sich bereit für die Schule und legt sein gelbe Regimentali an. Das Wetter ist alles andere als freundlich. Aber das hält unser Biber nicht davon ab, sich aufs Velo zu schwingen und in die Schule zu radeln. Sali Mike? Hoi Wels? Alles klar? Klar wie Kokosnuss. Einmal bei mir. Beim Wels bin mir nicht so sicher. Ich weiss nicht. Ich habe einfach das Gefühl, es schauen mich alle so komisch an heute Morgen. Ach Wels, das meinst du doch nur. Komm, wir gehen noch ein bisschen auf den Spielplatz, bis es läutet. Hast du gehört, Mike? Die haben doch gerade meinen Namen gesagt. Da hast du dich doch verhört, Wels. Komm, wir gehen auf die Rutschbahn. Hey, schau,
Franzi und Tanne sind auch schon da. Hoi zusammen! Hey Wels, versuchst dich jetzt als Star auf Klick-Klack? Was meinst du? Ist Klick-Klack nicht das Handy-App, zum Videos anschauen? So etwas habe ich doch nicht. Das einzige App, das ich brauche, ist Fischer-App. Ich meine das Video da. Wer haben wir da aus dem Herz? Wels! Mami? Oh nein! Wie ist denn das nur auf Klick-Klack gelandet? Man darf doch gar keine Handys im Klassenzimmer haben. Aber du weisst, wie der Dubi und der Igor sind. Für sie sind Regeln zum Brechen da. Die beiden Fieslinge! Das musst du unbedingt an der Frau Schnurrenberger sagen. So etwas macht man einfach nicht. Ich glaube besser nicht. Das macht die ganze Sache nur noch schlimmer. Und du weißt, Mike, wenn einmal etwas auf Klick-Klack ist, dann ist es für immer auf Klick-Klack. Oh, jetzt müssen wir aber los. Die Schule fährt an. Die 5 gehen miteinander ins Schulhaus. Auf dem Weg dorthin sind auch am Bike die Blick und das Tuscheln von seinen Mitschülern aufgefallen. Diesen beiden zahle ich heim. Musst nur schauen. Ah, Wels. Es nützt nichts, sich aufzuregen. Wir klären das nach der Schule. Komm, jetzt haben wir Musik. In der Schule hat der Bike schon gemerkt, dass die ganze Sache die Welt sehr beschäftigt. Dazu kommt noch das ständige freche Grinsen und Giggeln vom Igor und dem Dubi. Trotz allem ist aber auch der zweite Schultag schnell vorbeigegangen. Die ganze Nacht hat es gestürmt und geschifft, sodass die Test ans Fenster vom Bike geschlagen hat. Am nächsten Tag entscheidet sich der Bike und der Mike, den Wels mit auf den Trail zu nehmen. Sie wollen ein bisschen aufmuntern. Die Regenwolken haben sich auf den Nachmittag verzogen und die drei haben einen riesen Plausch mit ihren Bikes durch den Schlamm zu flitzen. Der Bike macht gerade einen grossen Sprung über eine Schanze. Wow! Hast du den Trick gesehen? Wels, jetzt hast du schon wieder das Handy in der Hand. Du bist doch schon auch nicht so. Zeig mal, Wels. Hast du jetzt doch Klick-Klack runtergeladen? Ja, ich wollte doch auch wissen, was da über mich gesagt wird. Ja, Wels, dann zeig doch einmal, was du am Schauen bist. Und ihr glaubt es nicht, mit diesem einfachen Trick, Freunde, hat die Han und... In der Schule ist er eingeschlafen wie ein Fels. Darum nennen ihn alle den Mami Wels. Mami Wels. Mami Wels. Mami Wels. Mami Wels. Mami Wels. Ich glaub's nicht. Ist jetzt das wirklich der Igor gsi, der so gemein über den Wels geredet hat? Ja, der Wiesling. Jetzt langt's. Das Mal ist der Igor einfach zu weit gegangen. Jetzt stellen wir ihn zur Rede. Der Giftigel. Meinst du, das nützt doch nichts. Doch, Wels, das muss jetzt sein. Wart auf uns, Bike! Ja, hoi Bike, was machst denn du da? Grüezi, Frau Igel. Ich muss dringend mit dem Igor reden. Ist er daheim? Ja, der ist in seinem Zimmer am Gamen. Warte schnell. Igor! Igor, Besuch für dich! Keine Zeit, Mutter. Bin mitten in einem Battle. Igor, sofort! Ja, Mami. Komm ja. Bike, Mike und der Mami Wels. Was wollt denn ihr hier? Igor, hast du jetzt völlig den Verstand verloren?
Was soll das da? In der Schule ist er eingeschlafen wie ein Fels, darum nennen ihn alle den Mami-Wels. Mami-Wels. Fresh, gell? Wie findest du meinen Flow? Flow hin oder her? Das geht überhaupt nicht. Weißt du denn überhaupt, wie gemein das ist für einen Wels? Nein. Aber es gibt Likes. Ja, heitere Fahne, Igor. Das kannst du nicht einfach machen. Wels, sag doch einmal etwas. Siehst, er hat auch nichts dagegen. Er sollte mir Danke sagen. So viele Likes habe ich noch nie bekommen. Jetzt geniess doch einfach mal, wie berühmt du bist. So viel Fame wirst du nicht gerade wieder haben, Wels. Weisst du was, Igor? Du bist einfach ein hoffnungsloser Fall. Kommt, Freunde, das hat keinen Wert. Ja, gehen dir und merci für den Besuch. Beim Igor ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Der Igel scheint unbelehrbar zu sein. Auf dem Heimweg hören die drei ein altbekanntes Geräusch. Schau da, die 3 Strampli-Buben. Und der Promi haben sie auch noch dabei. Mami Wels, wie ein Fels. Ah, Töff, du hast jetzt gerade noch gefehlt. Lass uns doch in Ruhe. Der Wels hat es auch ohne dich schon genug schwierig. An einem Weg noch etwas zu tun. Nach dem Sturm gestern sollte ich mal im TÜV-Lokal nach dem Rechten schauen. Wieder, TÜV-Hause. Es war ein strenger Tag für die drei. Es wird nicht viel geredet auf der Heimfahrt und alle sind froh, wo sie daheim ankommen. Der Töff hat aber immer noch viel Arbeit vor sich. Das Lokal ist vom Sturm nicht verschont geblieben. Am nächsten Morgen ist er immer noch am Arbeiten. So, und jetzt fehlt nur noch die Clubfahne, die es dort im Baum aufgeblasen hat. Ich hole jetzt echt die da oben. Die Leiter ist ja beim Festen kaputt gegangen. Schau da, der Igor Igel. Dem sein Vater kenne ich aus den Töffli-Zeiten. Der kann mir jetzt schön helfen. Hey Igor! Igor! Komm, es gibt etwas zu tun für dich. Arbeiten tue ich in der Schule schon genug. Wieso soll ich dir helfen? Komm jetzt. Du darfst dafür nachher eine Runde auf meinem Klapf drüllen. Auf so einer 125er Maschine wäre ich jetzt gerne mal rumgebrettert. Also gut, was muss ich machen? Siehst du dort? Die wunderschöne Clubfahne mit dem Totenkopf, wo im Baum oben hängt. Wenn du auf die Schulter steigst, magst du gerade hin, um sie abzuholen. Also gut, aber das mit dem TÜV-Fahren ist abgemacht, gell? Ich gebe dir das TÜV-Ehrenwort. So, und jetzt ab auf meine Schultern. Und mit der Hilfe von Igor holen sie am Töff seine heißgeliebte Fahne wieder ab. Und man glaubt es kaum, der Töff haltet sein Versprechen und lässt der Igor eine Runde drehen. Zur gleichen Zeit ist der Bike Biber gerade auf dem Weg in die Schule. Da sieht er einen seltenen Nachtreiher. Er hat gerade einen kleinen Fisch aus einem Bach geholt und isst ihn genüsslich. Wow, das sieht man auch nicht alltag. Den Nachtreiher muss ich ganz schnell mit dem Handy aufnehmen. Oh nein! Ausgerechnet jetzt der Hauser mit seiner Klapperkiste. Hä? Ist das der Igor, der da zu fahren kommt? Hey, schau, Bike! Ohne Hand! Pass auf, Igor! Das ist gefährlich! Aua! Aua! Mami! Es tut so weh! Und dann bin ich noch mitten in diesem Kuhfladen gelandet. Ja, so wie man sie in den Wald ruft, so kommt es zurück. Aber der Bike war noch nie nachtragend und so hilft er am Igor auf die Beine.
Abgesehen von einer Schramme am Knie ist der Igel gut zu Weg und stößt die schwere Maschine zurück zum TÜV raus. In dem Moment kommen am Bike seine Freunde aus dem Wald zu fahren. Hey Bike, du, ist das nicht gerade der Igor gsi, der mit dem Hauser seinem Töffen weggelaufen ist? Jetzt komme ich gar nicht mehr draus. Ja, genau. Dabei hat sie vorne noch voll aufs Maul und in die Kuhflade gerührt. Moment mal. Das Ganze habe ich ja sogar mit dem Handy aufgenommen. Was? Wirklich? Ja, dann zeig mal. Pass auf, Igor, das ist gefährlich. Aua, aua, Mami, das tut so weh. Und dann bin ich noch mit in dem Kuhfladen gelandet. Das geschieht jetzt am Igel auch noch recht. Das Video tun wir gerade auf Klick-Klack rauf, so wie er es mit dem Wels gemacht hat. So zahlen wir es ihm heim. Ja, genau. Ja, eigentlich hat er es ja schon verdient. Aber wenn wir das machen, sind wir kein bisschen besser als er. Komm jetzt, Bike. Besser hin oder her. Der Igor hat es einfach verdient. Vielleicht lernt er es ja so. Ich weiss ja nicht. Ich finde, das muss der Wels entscheiden. Es gelüstet mich schon, ihm eine Lektion zu erteilen. Aber ich glaube, der Bike hat recht. Der Gescheiter gibt nach und der Esel bleibt stehen. Das finde ich eine gute Entscheidung, Wels. Ich lösche das Video jetzt gerade. Die drei kommen gar noch rechtzeitig in der Schule an. Der Igor ist aber noch nicht dort. Wahrscheinlich hat er dem TÜV noch erklären, was passiert ist. Mit ein bisschen Verspätung kommt er mit einem Pflästerli am Knie in die Grosspause. Ha! Schau da, der Kuhfladenigel. Haben wir es dem Fall schon auf Klick-Klack geladen? Nein, Igor, haben wir eben nicht. Sich über das Unglück von jemandem lustig zu machen und sich damit dann vor anderen aufzuspielen, so etwas macht man einfach nicht. Genau so ist es. Dass der Wels am Igor hat seine Meinung sagen, hat gut getan. Und als er am Abend im Klick-Klack schaut, sind die gemeinen Videos vom Igor verschwunden. Er hat sie gelöscht. Am nächsten Morgen stehen der Bike, der Wels, der Mike, die Franzi und die Hanna auf dem Klettergerüst und reden über die vergangenen Tage. Du, Wels, ich finde es im Fall toll von dir, dass du das Video vom Igor nicht aufgeladen hast. Das war die richtige Entscheidung. Danke, Hanna. Hey, schaut mal! Der Igor hat jetzt gerade ein neues Video auf Klick-Klack hochgeladen. Manchmal bin ich einfach gemein. Hast nicht so gemeint, ich hoffe, du verzeihst. Sorry, Wels, es tut mir ja so leid. Nein, ich hab's ja nicht so gemeint, lieber Wels. Nein, du bist ja auch kein Fels. Es tut mir leid, lieber Wels. Wow, da hat der Igor Manni doch noch etwas gelernt. Und den Song finde ich richtig gut.